Grüß euch liebe Leute, mein Name ist Mr. Ripper, ich komme aus Bayern und zeige euch heute mein erstes Let's Play, natürlich auf Bayerisch. Wir spielen heute das Spiel Insurgency und bevor wir lang quatschen, da ich sagen, legen wir los. Wer das Spiel Insurgency noch nicht kennt, ist ein bisschen aufgebaut wie jeder andere First-Person-Shooter auch, nur man hält deutlich weniger aus, sprich man ist meistens schon mit einem Schuss kaputt. Das erfordert natürlich ein viel größeres taktisches Vorgehen als zum Beispiel bei einem Counter-Strike. Wird es da vielleicht schön sehen könnt, es gibt verschiedenste Klassen, die man auswählen kann. Also man kann sich nicht Waffen zusammenkaufen, sondern man ist an die Klasse gebunden. Ich nehme jetzt einfach mal die Klasse Machine Gunner. Das ist der Waffenübersichtsbereich. Ich nehme jetzt gleich mal eine RPK. Man hat sogenannte Supply-Punkte, wo einen anzeigen, wie viel man quasi mittragen kann. Und was ich jetzt zum Beispiel nicht brauche, ist eine sekundäre Waffe. Ist einfach Geschmackssache, ich spiele nicht so gerne damit. Und wie man sieht, hat man 10 Punkte zur Verfügung. Die Waffe hat jetzt 1 Punkt gekostet, sprich ich habe jetzt noch 1 Punkt übrig und für den 1 Punkt hole ich mir ein Visier auf die Waffen. So kann man sich recht individuell die ganzen Waffen zusammenstellen, ist ganz griffig und jetzt starten wir einfach mal. Man sieht ganz schön am Interface unten, man hat die Punkte A, B, C, die man angreifen und dann auch verteidigen muss. A gehört die Gegner, B ist neutral, C gehört uns. Und unsere Aufgabe besteht jetzt einfach darin, dass wir so viele Punkte wie möglich einnehmen. Schauen wir mal, ob wir Glück haben. Da vorne läuft schon einer. Man kann sich auch schön um die Ecke rumlehnen. So. Schaut ganz gut aus. Ich glaube, den haben wir... Ah, den haben wir nicht erwischt. Der ist hartnäckig und hat uns eben mit der Granaten gekillt. Also wie ihr seht, in dem Spiel ist es sehr, sehr wichtig, dass man wirklich taktisch vorgeht und nicht wie ein Rambo einfach rumrennt und meint, man ist der größte King. Die Feiergefechte sind sehr intensiv, muss ich sagen. Also das ist wirklich was, wo man sagt, oh, das ist spannend, weil man auch, wie ihr vielleicht seht, nicht bei jedem Kill gleich wieder respawnt, sondern erstmal eine gewisse Zeit warten muss und das hängt natürlich auch vom Spielmodus ab. In dem Spielmodus ist es so, dass man erst wieder respawnt, wenn quasi ein Punkt eingenommen worden ist. In dem Fall zum Beispiel der B-Punkt. Solange der nicht eingenommen ist, haben wir keinerlei Chance und müssen die anderen Teamkameraden zuschauen. So, jetzt geht's mal weiter in der Runde. Jetzt schauen wir mal, dass wir diesmal ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Genauer zielen. Eben, dass der Fall, den wir gerade gehabt haben, nicht wieder passiert. Da das ja mein erstes Let's Play ist, würde es mich auch freuen, wenn ihr mir dann einfach Kommentare hinterlasst. Oder einfach, wenn es euch gefällt, mit einem Like bestätigt. Das war wunderbar. Und bin auch nicht böse, wenn es reinschreibt, was euch nicht gefallen hat. Dann versuche ich das zum Verbessern. So, da. Schaut noch ganz gut aus. Ah, ihr seht es ja recht schön, der hat jetzt auf mich geschossen und sofort ist auch meine Sicht verschwommen. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger zum Zielen. Aber es ist ähnlich wie in Battlefield. Da haben wir schon wieder einen. Das war ein bisschen unvorsichtig von dem. Ich war nicht so in den Raum gegangen. Ich hätte vielleicht ein bisschen um die Ecke gespäht, so wie ich es jetzt mache. Aber das werde ich wohl jetzt beim nächsten Mal auch machen. So, da. In dem Spiel ist ganz gut eigentlich, wenn man sich ein bisschen langsamer vorbewegt, nicht immer gleich 4 prescht. Eben mit dem Hintergrund, dass man nicht sehr viele Treffer aushält. So,
Todala, ich würde sagen, wir pirschen uns da langsam an den Punkt A rum. Was sie auch gut bewahrheitet hat bei dem Spiel ist, wenn man wirklich die Flanken nutzt. Also meistens hat man 3 Möglichkeiten auf ein Ziel zuzugehen. Links, rechts oder in der Mitte. Wobei Mitte natürlich immer gerne und gut verteidigt ist. So, jetzt sind wir da langsam an dem A-Punkt. Ihr seht es unten. Nehmen wir langsam den Punkt ein und das ist immer eine ganz spannende Phase, weil man möglichst einen guten Platz finden muss, um das Ganze zu verteidigen. Und das doch etwas länger dauert als beispielsweise in einem Battlefield, bis einmal so ein Punkt eingenommen worden ist. In dem Sinne haben wir jetzt schon 3 Punkte eingenommen. Perfekt. Und was auch ganz schön ist, nach dem Spiel sieht man immer so eine kleine Statistik, was man erreicht hat, auch wie in jedem anderen First-Person-Shooter auch. Nur ich finde, das ist ganz nett aufbereitet. Jetzt würde ich sagen, spielen wir gleich wieder die nächste Runde. Schauen wir mal, was wir diesmal so erreichen können. Die langsame Vorgehensweise, die wir jetzt gehabt haben und das vorsichtige Spähen, sage ich jetzt einfach mal, haben wir ja doch 2 Leute mindestens wegholen können und ja, wenn man da wirklich taktisch vorgeht, ist es durchaus möglich, dass man auch mehr Leute wegholt und man auch lange Zeit am Leben ist. In dem Fall wäre jetzt einmal den Weg durch die Mitte, ist natürlich nicht so gut. Und man muss brutal vorsichtig sein. Und da ist er schon an dem Fenster gegenüber drin gewesen. Und wie ihr seht, so schnell geht es kaum, hat man gesehen, ist man auch schon tot. Und jetzt müssen wir warten, bis ein Punkt von uns eingenommen wurde. Oder eben der Gegner nimmt den Punkt ein, dann spawnt bei unserem Team auch keiner mehr. Von dem her überlegt man sich eigentlich zweimal, ob man in einen Raum jetzt wirklich neu rusht oder ob man wirklich per Lehnen links rechts in den Raum geht oder auch sich langsam neu bewegt, weil, wie gesagt, man sieht, wie schnell man da tot ist in dem Spiel. Was mir persönlich sehr gut gefällt, sind die Waffen. Die Waffen sind sehr realistisch nachgemacht. Man kann durchs Visier schauen, das schaut auch sehr realistisch aus, muss ich sagen. Und es ist vom Waffengefühl her einfach, ja, realistisch. Die Waffe verzirkt ziemlich, die sind nicht so einheitlich, die verhalten sich immer ein bisschen anders da. Und ja, das ist alles in allem sehr schön gemacht. So. Da haben wir jetzt gleich mal 2 erledigt. Das war Glück, beziehungsweise na, kann sogar einer von uns gewesen sein, wobei das hätte man gesehen, wenn es ein Teamkill gewesen war. Wieder vorsichtig um die Ecken spähen. Langsam und behutsam vorgehen. Leise, leise. Um die Ecke spähen. So. Offene Straßen sind immer ein Lieblingsplatz für Sniper. Darum versucht man die so gut wie möglich zu vermeiden. Was mir auch recht gut gefällt, ist einfach die Vorgehensweise, dass man mal langsam vorgeht und dann aber auch wieder läuft und rushen kann. GG. So, sind ja schon mal gut gelaufen die Runden. Schauen wir mal, wie die läuft. So, vielleicht noch in dem Video auch unterzubringen mal das andere Team,
die Security Forces. In dem Spiel gibt es eben zwei Teams, die Insurgents und die Security Forces. Und die haben natürlich auch andere Waffen, die sie auch anders verhalten. Was man in dem Spiel fast gar nicht probieren braucht oder nur in wirklich hektische Situationen ist freihändig schießen. Weil wie ihr seht, es ist extrem schwierig da immer denselben Punkt zum Treffen. Jetzt einfach mal den Teamkollegen danach. Und da sind wir auch schon bei Bravo, recht gut aufgestellt. Man muss ziemlich viel Decker auf dem Platz, oben, von der Seite, unten. Es ist wirklich vielfältig und wie gesagt, man muss taktisch behutsam vorgehen. So. Da rechts umher schon Feuergefechte. Und versuchen es mir mal ein bisschen durch die Mitten. Schaut ganz gut aus auf der Straße. Vielleicht können wir ja einen von hinten schnappen. So. Sind wir wieder im Apartmenthaus. Oh. Beinahe einen Teamkill gehabt. Und da unten ist auch schon einer. Was auch sehr schön ist, was vielleicht gesehen habt, der hat jetzt gleich das Zweibein automatisch aufgestellt. Das macht er immer, wenn da Erhöhungen sind oder zum Beispiel auch am Boden. Und das finde ich geht viel komfortabler wie zum Beispiel in einem Battlefield. Jetzt wagen wir uns da mal langsam vor, weil wir noch nicht wissen, ob der auch wirklich erledigt ist. Na, den hat's erwischt. Wechseln wir mal die Waffen. Das ist eine kleine, komfortable MP. Und das ist ziemlich gut geeignet zum Rushen oder zum Schnellspulen. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt ist CR genommen worden für die Gegner. Das heißt, alle, die jetzt vom gegnerischen Team tot waren, die spawnen jetzt wieder. Das heißt, das wird jetzt nochmal eine Herausforderung werden, bis man die alle zurückgedrängt hat. Wir versuchen uns jetzt natürlich wieder C zum Schnappen. Und hoffen dann, dass wir die nächste Welle, die quasi ein Gegner kommt, wieder aufhalten können. Und wir haben Glück gehabt. Die Runde ist gewonnen, da die anderen Spieler keinen Angriff mehr gemacht haben oder keine Möglichkeit mehr gemacht haben bis zum Einnehmen. Ja. Ich würde dann sagen, an dieser Stelle beende ich mal mein erstes Let's Play. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und würde mich freuen, wenn ihr mir einfach Kommentare hinterlasst und wie euch das so gefällt, wenn man das Ganze auf Borisch hält oder ob es nicht doch vielleicht besser ist auf Hochdeutsch oder sogar auf Englisch. Gut, vielen Dank, schöner Tag, euer Ripper.